Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, zur letzten vor der Winterpause, beziehungsweise den vorletzten, aber letzten vor dem Spiel. Ja, das Spiel gegen RB Leipzig. Top-Spiel 1 gegen 3. Ich weiß gar nicht, dritter oder vierter ist Leipzig, irgendwie so. Ja, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und damit gehen wir rein in den Bums. Bin gespannt. Mal gucken, ob wir erfahren, ob Herbie fit ist und so weiter. Morgen Abend. Und natürlich wird wahrscheinlich wieder eine Frage zu irgendeiner Vertragsverlängerung kommen. Allianz Arena, Flutlicht, der FC Bayern trifft auf RB Leipzig. Willkommen zum medialen Auftakt mit unserer Kompanie und Max Eberl. Und natürlich euren Fragen. Bitte schön, es geht los. Reihe 1, Hanna Reif für Merkur und TZ. Und das Mikrofon kommt rüber gereicht. Sie haben am Samstag nach dem Spiel in Mainz gesagt, es gilt, die Woche zu nutzen, um wieder Feuer zu entfachen. Ja. Wie viel Feuer spüren Sie aktuell in der Mannschaft und insbesondere bei Harry Kane für einen Startelf-Einsatz? Ja, wenn es Freitag so läuft wie gestern im Training, dann haben wir gute Voraussichten. Aber ich meine, natürlich war das auch gut, manche Spiele zurückzusehen im Training. Klar, Sie können das selber alle sehen von draußen. Ich glaube, Fonsi war wieder dabei und Harry war wieder dabei. Und natürlich Stani auch, obwohl er vielleicht nicht fit ist für dieses Spiel, aber einfach wieder diese Jungs dabei zurückzubekommen, ist gut für uns. Und ja, es war eigentlich eine positive Woche für uns auch, weil wir einfach ganz wenig auf dem Trainingsplatz sind und ganz oft einfach spielen. Und ja, das war eine wichtige Woche für uns. Können Sie zu Harry Kane noch explizit? Es war wichtig, weil wir nicht auf dem Trainingsplatz standen. Habe ich das richtig verstanden? Verstehe ich nicht. Einfach wieder diese Jungs dabei zurückzubekommen, ist gut für uns. Und ja, es war eigentlich eine positive Woche für uns auch, weil wir einfach ganz wenig auf dem Trainingsplatz sind und ganz oft einfach spielen. Und ja, das war eine wichtige Woche für uns. Aha, wild. Den verstehe ich gerade nicht, weil das ein bisschen komisch aussieht. Vielleicht meint er jetzt, dass das letzte Training war wichtig, weil wieder ein paar Spieler mehr dabei waren, weil wir die ganze Woche spielen oder was, keine Ahnung. Sonst verstehe ich den Ansatz nicht zu sagen, war eine gute Woche, weil wir viel spielen. Also ich glaube, das Ergebnis gegen Mainz war jetzt nicht so gut, wa? Harry Kane noch explizit was sagen? Ist er soweit für die Startelf? Sprich doch mal richtig ins Mikro. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, ob er anfängt oder nicht, aber dieses Abschlusstraining ist noch wichtig heute, aber wenn alles läuft, dann spielt er hoffentlich morgen eine Rolle. Eins nebendran, Christian Kunz für die DBA. Auch eine Frage an den Trainer. Sportlich ist noch ein Spiel zu spielen, aber persönlich können Sie vielleicht mal ein bisschen zurückblicken. Wie blicken Sie auf das Jahr 2024 zurück und wie gut tun so ein paar Tage mal durchzuschnaufen? Ja, jetzt noch keine Zurückblick, keine Zeit gehabt dafür, aber auf jeden Fall diese freie Zeit, dass ich bald bekomme, jetzt noch nicht, aber bald, werden wir natürlich nutzen für die Familie, 100%. Und ich weiß noch, in England haben wir immer ganz, ganz oft noch gespielt in dieser Zeit und das ist schon ein Unterschied. Aber das macht auch Sinn und das ist persönlich sehr gut und ich freue mich drauf. Eins dahinter, Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ja, wer freut sich nicht auf Urlauber? Eine Frage an beide. Wie wichtig ist nach der Pleite in Mainz jetzt ein Sieg gegen Leipzig auch für die Stimmung, dass man halt... Nee, ist natürlich komplett unwichtig. Ne? Also eigentlich ist es völlig egal, ob wir gegen Leipzig gewinnen. Also die Stimmung gut ist beim letzten Spiel im Jahresabschluss, ist auch egal. Immer diese rhetorischen Fragen, Alter. Mit einem positiven Gefühl aus der Hinrunde rausgeht, in die Weihnachtszeit reingeht, weil man ja eigentlich eine ganz gute Hinrunde gespielt hat. Und noch eine spezielle Frage an Max Eberl. Wie zuversichtlich sind Sie, dass über die Weihnachtstage sich da vielleicht in den Köpfen der Spieler, die gerade überlegen, was ihre Zukunft angeht, sich was Positives tut? Ja, ich glaube, du kannst die ganze Frage alleine beantworten. Nein, ja, okay, nochmal, ich versuche immer in diese PKs auch manchmal zu erklären, wie ich bin. Es ist mir eigentlich
grundsätzlich völlig egal, was die Situation ist. Ich möchte einfach immer gewinnen. Das ist jedes Spiel so. Und ob das jetzt das letzte Spiel ist, ob das erste Spiel, das ist für mich. Aber die Motivation natürlich wird nur größer, wenn du einmal verlierst. Also das auf jeden Fall. Und das ist jetzt mein Wunsch für dieses Spiel. Und wenn das ein schöner Abschluss ist, dann ist das so. Aber es ist vielleicht noch einfacher, einfach weil wir alles gewinnen möchten. Also ich glaube, wir hatten schon 3 Niederlagen und haben dann jedes Mal eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt. Und genauso wollen wir es jetzt wieder machen. Wir haben gegen Mainz nicht gut gespielt. Das haben wir, glaube ich, auch alle so gesehen und so auch kommuniziert. Ja, das ist auch vollkommen richtig und das muss man auch mal klipp und klar sagen. Ja, und das ist auch gut, dass man das so klar sagt. Und waren damit nicht zufrieden, wie Bayern München in Mainz aufgetreten ist. Und jetzt hast du ein Heimspiel gegen Leipzig, das wollen wir gewinnen. Fakt ist vor dem Spiel, dass wir definitiv in die Winterpause als Erster gehen. Das ist Fakt. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Und wir haben uns bisher wirklich in allen Wettbewerben, Pokal, leider eben dieses traurige Aus gegen Leverkusen. Aber sowohl Champions League als auch Bundesliga haben wir uns in Positionen gebracht, in denen wir es selber in Hand haben, Champions League in diese ersten 8 zu kommen. Bundesliga, wie gesagt, als Tabellenführer auf jeden Fall in die Winterpause zu gehen. Aber natürlich, und das ist das, was wir von Anfang an kommuniziert haben, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und da gehört das am Freitag oder morgen gegen Leipzig eben auch mit dazu. Und das wäre dann wirklich ein sehr, sehr guter Abschluss für diese, ist ja noch keine Ende der Hinrunde, aber die ersten 15 Spiele dann gespielt zu haben. Und was die Gedanken der Spieler betrifft, das steht mir nicht zu oder kann ich schlecht sagen, was deren Gedanken sind. Ich kann nur sagen, was die Gespräche betrifft, das habe ich oft genug schon gesagt, dass das sehr, sehr transparent, sehr, sehr offen, sehr, sehr klar von beiden Seiten war, welcher Spieler auch immer das war. Und jetzt hat man eben Zeit, sich Gedanken zu machen. Unsere Gedanken sind sehr klar, die sind sortiert, die sind auf dem Punkt. Und ich hoffe, dass die Spieler sich dann in den Urlaubstagen dann auch die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, unterschiedliche Ausgangslagen und sind dann gespannt, wie wir dann im Januar weitermachen können. Wir machen hier vorne weiter bitte. Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo in die Runde. Max, du triffst auf deinen ehemaligen Arbeitgeber. Wie blickst du auf die Zeit in Leipzig zurück? Hast du da vielleicht irgendwas mitgenommen, was du jetzt in München brauchen kannst? Und wie würdest du dein Verhältnis zu den Entscheidungsträgern dort mittlerweile beschreiben? Ja, ich hab Leipzig damals gemacht. Das habe ich ja schon mal kommuniziert, weil ich Bayern angreifen wollte. Das war die große Vision, Bayern in ihrem Reigen der Titel vom Thron zu stoßen. Das habe ich dann ein Jahr gemacht. Wir haben nach einem Jahr erkannt, beide Seiten, dass es vielleicht nicht so passt. RB und Max Eberl, und das ist auch, finde ich, jetzt nicht dramatisch und auch nicht schlimm. Und auch mein Verhältnis zu Leipzig im sportlichen Bereich, alles großartig. Marco Rose und ich pflegen eine sehr, sehr enge Beziehung. Sportlich, ne? Nicht, dass irgendwas Falsches aufkommt im Adventskalender 24. Auch wie gesagt, Rufen ist ja leider nicht mehr da, der ist jetzt in Salzburg um die Ecke, aber auch Marcel Schäfer, der danach gekommen ist, also wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis. Und mit Olli Minzlaff ist es total professionell. Wir haben uns dann hingesetzt, haben das total mannhaft besprochen. Ich habe mich, nachdem wir dann quasi den Vertrag auch aufgelöst haben, bei ihm bedankt für die Zusammenarbeit und jeder geht seines Weges. Also da ist überhaupt kein Zorn, kein Wut, kein gar nichts. Da ist Rivalität, das wird morgen so sein. Olli will, dass das RB gewinnt. Wir wollen, dass die Punkte in den Allianz Arena bleiben. Dementsprechend ist da alles in Ordnung. Nebendran Torben Hoffmann für Sky. Ja, guten Morgen. Frage an den Coach. Was erwartest du morgen für ein Spiel? RB so ein bisschen, ich sag mal, wieder erstarkt, zumindest in den letzten Spielen auch. Und Max, nochmal eine spezielle Nachfrage, was die Verträge angeht. Bei Manuel Neuer dabei beim Fanclub-Besuch. Da ging es um eine Vertragsverlängerung, wo er gesagt hat, beide Seiten würden sich freuen, wenn es weitergeht. Wie nah ist man denn da bei ihm? Kann man sagen, dass es da vielleicht so am ehesten und schnellsten der Fall ist? Ja, die individuelle Qualität und Wir warten mal. Ja, wie gesagt, also Thema Neuer wäre ein extra Video. Es ist für mich völlig fein, wenn man den Vertrag verlängert, dann aber auf jeden Fall zu geänderten Konditionen und nicht einfach, ach ja, komm, wir verlängern einfach noch mal ein Jahr, Konditionen bleiben dieselben. Aber sehr wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, wird uns also noch mal ein Jahr mindestens 20 Mille kosten, der Mensch. Ja, Hut ab. Und kollektive Qualität von RB bleibt natürlich in dieser Bundesliga ganz oben dabei bei die Besten, gehört ganz oben dabei bei die Besten. Und ich glaube, dass
was ich bis jetzt gesehen habe in unseren Bundesligaspielen, wenn wir in diese Spiele gespielt haben, war die Intensität immer sehr hoch. Ob das gegen Stuttgart war oder Leverkusen oder in diesen Spielen war die Intensität sehr hoch. Also ich erwarte das von das Spiel morgen auch. Und ja, die haben natürlich Spieler, die das Unterschied machen können auf dem Platz. Und wir haben das auch. Aber ob die jetzt... Naja, aber unsere Spieler sind nicht wirklich in Form, wa? Also an die Sanés. Die Knabris sind gar nicht erst dabei, die Komans auch nicht. Ja, wird schon wichtig sein, dass ein Harry Kane dabei ist. Ansonsten wird es ein schweres Spiel. Ja. Kompakte stehen oder höher anlaufen wollen, das weiß nur Marco Rose. Aber für mich, von was wir machen wollen, glaube ich, ist es sehr deutlich. Und wir spielen zu Hause und wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, Manu ist ja einer der Spieler, wo die Verträge auslaufen. Und auch da haben wir gesprochen. Und das, was Manu, glaube ich, ausgedrückt hat, das trifft uns beide. Beide sind froh und glücklich, wenn es dann über die Bühne geht. Ob jetzt er der Erste ist oder nicht, das kann ich noch nicht sagen. Aber die Gespräche sind da eben auf jeden Fall in die Richtung, dass man sich das vorstellen kann. Von unserer Seite, Manu kann sich das sehr gut vorstellen. Und jetzt gilt es einfach, die letzten Details dann auch zu klären und zu besprechen. Dann ist der Kicker an der Reihe, Mario Krischl. Alter, ich schwöre es euch, wir haben den noch locker 3-4 Jahre in unserer Mannschaft, wenn das so weitergeht. Guten Morgen. Frage an den Coach. Jetzt ohne, dass du verrätst, ob Harry anfängt oder nicht. Was ändert sich denn konkret in eurem Spiel, wenn er spielt? Wir haben das vorher gesagt, dass wir Harry nicht ersetzen können. Und wenn ich meine 1:1 ersetzen können. Also wir haben in das Spiel gegen Heidenheim und gegen Shakhtar trotzdem die Tore bekommen, aber das war auf eine andere Art, dann wenn Harry auf dem Platz ist. Und Harry hat natürlich dieses unglaubliche Gefühl, für wo er sein muss in 6-Meter-Bereich. Ich glaube, hat uns auch verteidigend viel geholfen diese Saison und in vielleicht in die frühere Phase von unserem Spiel im Ballbesitz. Aber da haben wir viele Spiele mit Qualität, glaube ich auch. Aber in die 60-Meter-Raum ist er natürlich einer der Besten im Welt und da macht er das Unterschied. Das ist, ja, es gibt einfach nicht viele Spiele, die das können. Christian Kunz wieder. Noch eine Frage an den Trainer. Harry Kane ist zurück. Wen können wir noch zurück erwarten von den zuletzt verletzten Spielern? Ja, den, das Sie gesehen haben im Training aus Stani. Also das war, Fonsi war im Training dabei, Harry Kane war im Training dabei. Und ich glaube, alle anderen, Sie werden noch ganz, ganz viele zurücksehen ab 2. Januar. Das freut mich auch. Deswegen ist die Pause nicht nur gut für die Familienzeit, aber auch damit die Spieler sich erholen. Und dann werden wir eine ganz große Gerade wieder haben im Januar. Und dann können wir wieder sprechen über wer spielt und wer spielt nicht. Aber im Moment einfach zufrieden, dass Fonsi und Harry wieder dabei sind. Und ich hoffe, dass das Abschlusstraining auch gut abläuft. So Serge nicht, wen hast du jetzt gerade gewählt? Entschuldigung, Serge, ja. Das ist mein Problem. Wenn ich anfange mit Namen, dann vergisst du einen und dann hast du ein Problem. Danke, danke. Nein, Serge auch. Aber Serge ist... Was jetzt? Machen wir den Ton weg, oder was? Aus Leipzig ist zu hören, dass Xavi Simons... Aber Serge ist keine Option für die Startelf vielleicht? Einfach mal kurz den Ton geskippt. Wild. womöglich zumindest auf die Bank zurückkehrt nach langer Verletzungspause. Sie kennen ihn gut, Sie haben ihn geholt. Was kann er der Mannschaft von der Bank aus geben, vielleicht auch auf dem Feld geben? Und warum ist er ein Spieler, ja, den Sie geholt haben und zu dem Sie, glaube ich, auch Kontakt gehalten haben bis heute? Ja, ich glaube, dass Xavi Simons ein außergewöhnlicher Spieler ist. Das hat er in Leipzig. Alter, das ist ein Trauerspiel. Wieder zurückkommen, und das war ja auch eine Phase, die Leipzig zu durchstehen hatte, die Marco zu durchstehen hatte, mit vielen verletzten Spielern, ein bisschen wie wir, ähnlich. Also jetzt mal ernsthaft, entweder sind die super unkompetent oder die haben das jetzt im Nachhinein geskippt. Weil, keine Ahnung, weil dummes Zeug erzählt wurde oder was? Dass es ein herausragender Spieler ist, dass es den Unterschied ausmachen kann für Leipzig, das ist definitiv so.
Alter, das. Frage an den Trainer. Herr Kompanie, wie sieht es Weihnachten im Hause Kompanie aus? Sie haben es ja jetzt erstmals die Chance, es wirklich wieder zu genießen, nach langer Zeit in England. Oder Max Eberl, was steht denn auf Ihren Weihnachtswunschzettel? Also, ich glaube, wie ganz oft der Fall ist für Stress für Geschenke und dann einfach die ganz normale Sache, wie es bei mir war als Kind, einfach die Familie zusammen und zusammen essen, zusammen genießen und auch mal vielleicht alles andere nicht so wichtig machen und nur das, was wir machen, ganz oben setzen. Also so sieht es aus und so viel essen und die Kinder sind auch im perfekten Alter, das heißt, es sind auch die schönsten Zeiten. Und der Wunschzettel ist jetzt... Alter, das ist so eine Katastrophe. Also jetzt mal ernsthaft, wir haben über 1 Milliarde umgesetzt im letzten Jahr und kriegen es dann nicht hin, mal 100.000 in die Hand zu nehmen und da mal einen vernünftigen Presseraum hinzuzimmern oder was? Mit einer Technik, die funktioniert, also Katastrophe, Leute. Katastrophe. Das ist ein Weltclub. Ja, können wir jetzt raten, was der Max erzählt. Mindestens einen Pokal in die Höhe strecken können, das ist der große Traum, für den wir arbeiten. Und und dass wir dann auch im Sommer wissen, wie unser Kader dann für die Saison 25, 26 aussieht. Das heißt, dass viele Spieler nach dem guten Gespräch, die wir geführt haben, sich gute Gedanken gemacht haben, aus unserer Wahrnehmung. Ja, und hoffentlich bleiben alle da, ne, damit wir den gleichen Kader die nächsten 20 Jahre noch mit uns rumschlören. Die richtigen Entscheidungen getroffen haben und dass wir dann einen starken, schlagkräftigen Kader auch in Zukunft haben werden. Haben wir noch ein paar Fragen? Julian Buhl. Noch eine kurze Nachfrage, steht auch ein Wintertransfer möglicherweise auf dem Wunschzettel oder ist die Priorität klar auf den Vertragsverlängerungen? Klar auf den ich nenne es gerne internen Transfers. Vertragsverlängerungen sind für mich interne Transfers. Interne Transfers. Ja, da ist besser, dass man nicht mutet. Wenn alle Verletzten noch wieder da sind, dann haben wir auch eine ganz, ganz große Qualität und gute Auswahl. Und noch eine Frage an Vincent Kompanie. Wie fällt denn Ihr persönliches Zwischenfazit so aus nach einem halben Jahr als Bayern-Trainer? Und inwieweit spielt er auch, oder wird es auch noch von dem Spiel morgen beeinflusst, das Gesamtfazit? Letzte Woche schon gesagt. Nochmal die Frage bitte. Entschuldigung. Ihr Zwischenfazit nach einem halben Jahr Was in ist München? Fazit? Bilanz. Resümee, Bilanz. Ja, okay. Resümee. Ja, also ich kann jetzt noch keine Bilanz ziehen, weil... I said before, I just didn't have the time to make a big bilanz already, you know. Usually I use the international weeks and then I have, just so you know my process, I use the international weeks and then I have a full week, usually the first weeks where I can look back and look forward. Boah, ist das erbärmlich, Leute. In the winter. So if you ask me this question on the 2nd of January, I'll have a better answer for you. But until this point, I've been just focused on the next game. What I can say, it's more a feeling, you know. So I do, you know, you do get to experience different things over a period of time. So I've been here 6 months now, 7 months. Things I've been able to experience with Bayern Munich is winning, losing, good performances, bad performances, and then you can kind of communicate for yourself, how do I feel in this club when we lose, how do I feel in this club when we win, how do I feel in this club when we have bad performance, good performance from the coaching staff as well. And I have to say that so far in every step that we've made this season, I felt really at home. You know, sometimes feeling at home is not about just the highs. It's just seeing how you come through. You know, the best example I can name is after the Barcelona game, how we went into 7 games, 7 clean sheets, 7 wins. But also the moment just after, it was outside what it's supposed to be, no problem. But inside it was calm.
It was calm, hardworking, focused, and that's why I think to whatever happens in the future, I'm confident we can win not just 7, but maybe 8, 9, 10 games at some point in a row, and maybe more. And as long as this feeling is there, then with the quality we have, we're in a good place. I'd like to say as well that with the break, we'll be very happy to recover all the players, because that, of course, will be a deciding factor for us to continue as well. But it will happen, it's not a time. Dann noch 2 Fragen, bitte, hier in der Mitte. Ja. Ja, guten Morgen. Jetzt haben wir das Raummikrofon angemacht. Weil die Mikrofone vorne, die 3, funktionieren nicht mehr. Deswegen hören wir gerade alles. In die Runde, Frage an den Coach. Die Manager des FC Bayern sitzen ja jetzt an Vertragsverlängerungen, vielleicht auch an Wintertransfers. Sie hatten auch mal die Berufsbezeichnung Manager in England, jetzt sind Sie Trainer beim FC Bayern. Wie groß sehen Sie die Unterschiede zwischen der Managerrolle in England, dem Trainer in Deutschland? Würden Sie vielleicht den Deutschen empfehlen, sich was bei den Engländern anzugucken, den Engländern bei den Deutschen, und welche Rolle gefällt Ihnen besser? Danke. Yeah, it's an interesting question. I mean, we discussed it quite a lot before, even before I came to Bayern, just because we're football fanatics and they're interesting topics. So the models are different. I wouldn't say in every club, but certainly the club where I was before and many clubs in England. But because I played in Germany in the Bundesliga, so I was familiar with the system in the Bundesliga, and the system in Belgium is something a little bit in between. So I experienced different systems, but I have to say that for me right now it's a fantastic. I'm in a fantastic place because, you know, we a lot of the discussions you have to make with players, tough discussions, you know. You can spread the amount of discussions. You know, sometimes you have a tough discussion, but I can have a tough discussion about the performance of a player and his development, and Max can have a discussion about numbers with other parties, finance with the agents and everything, and we can sort of split the topics we need to attack, because there's 3 of us with Christoph. When you're in an English model, you still have you don't make finance decision. You have a financial, you have a financial director there. You have the chairman who's maybe a little bit more involved. So it's a different structure, but for sure you don't get to be the good cop a lot, because, you know, whether it's decisions about staff, whether it's decisions about players, contract renewals, everything, they know it's you. So you can't pretend like, look, you know, it's sometimes I can say, hey, it was, you know, it's Max's. But no, in England they know it's you. Although I have to say, of course, the ABC of working together with a sporting director, with Sportvorstand, the ABC is that you have to be aligned and say the same thing and communicate the same thing. So we do that 100%. But in England, there's only one person, and then the players try to figure out who was the bad guy in the relationship. But the communication is the same on everything. But in England, yeah, you can't. You are the guy. So different model. And there's what I would say is. I finished with this because I've actually talked a lot about this, but what I would say is for my education, it was perfect, because I understand the job of Max and Christoph quite a lot, you know, just like they understand my job, it helped me quite a lot, but for my professional satisfaction, this is a really good place. Ja, das gesagt, was der Unterschied halt ist. Ne? In England bist du der alleinige Mann. Natürlich, hast du natürlich auch einen Finanzmenschen, der sich dann um die Finanzen kümmert, aber du entscheidest, welche Spieler du verkaufst und welche Spieler du verpflichtest. Und kannst halt nicht sagen, so wie jetzt hier, geht mal zum Sportdirektor, ich habe damit nichts zu tun, ich arbeite mit den Spielern, die hier sind. Ja. Das ist der Unterschied. Beides hat Vor- und Nachteile, hat er ja gerade auch gesagt. Hier hast du halt den Vorteil, dass du mehr Leute hast, wo die Aufgaben gesplittet werden, und du hast halt in Scherz die Ausrede zu sagen, ja, den Spieler habe ich ja nicht verpflichtet, den hat der Max Eberl verpflichtet. Ne? Das hast du natürlich in England nicht. Da bist du der Einzige, der das alles entscheidet.
Und ansonsten hat er noch gesagt, die Zeit in England hat ihm auf jeden Fall geholfen, die Arbeit von Max Eberl und Christoph Freund auf jeden Fall besser zu verstehen. Das ist eine Frage gespannt. Schwierig, ich verzichte drauf. Max, bei den Verhandlungen geht es ja nicht nur um Geld, sondern wahrscheinlich auch um sportliche Perspektive. Wie geht man damit um? Was verspricht man den Leuten? Weil Erfolg ist ja kaum planbar. Fußball ist schwierig planbar, zu 100% auf jeden Fall. Mir gibt es ein bisschen die Formel, keine Ahnung, 70-80% kannst du planen, die restlichen 20-30% haben mit Pech, Schiedsrichterentscheidungen zu tun, die kannst du nicht oder schwer planen. Und von diesen 70-80% würden wir gerne im Club 100% erreichen. Das ist meine Logik, die wir haben, wie wir arbeiten. Und das ist das, wo wir uns fokussieren. Versprechen kann man gar nichts, aber wir können... Ist aber auch schön, dass im Hintergrund da noch Mucke läuft, ne? Vertrauen schaffen, wir können mit klarer Kommunikation, das was Vini gerade gesagt hat, den Spielern zeigen, für was wir stehen, wie wir stehen. Wir sind ja alle keine ungeschriebenen Blätter, jeder hat eine Historie und hat in anderen Clubs schon gearbeitet. Ja, und jeder ist schon gefühlt 5 bis 10 Jahre bei uns, also von daher. Und dann weiß man, glaube ich, auch, wie berechenbar die Menschen sind, die mit den Spielern auch arbeiten. Und natürlich geht es dann um Vertrauen. Und das Vertrauen, das versuchen wir jeden Tag ihnen zu geben. Das bekommen wir auch von ihnen zurück. Wie gesagt, wir können keine Titel versprechen, aber wir können... Ja, dafür sind ja auch die Spieler verantwortlich, dass Titel kommen. Also muss ja nicht der Sportdirektor versprechen, Alter. Also, soweit kommt es ja noch, ne? Dafür sorgen, dass wir die besten Umstände schaffen, um Titel in Zukunft zu gewinnen. Da gehören die Spieler dazu, gehört das Umfeld dazu, da gehört der Verein dazu, wir als Gruppe. Und das versuchen wir ihnen einfach zu zeigen und aufzuzeigen. Vielen Dank. Euch beiden hier, euch auch natürlich. Sehen wir uns morgen. Servus. Ja, und vielleicht wäre es schön, mal in der Winterpause an der Technik zu arbeiten. Ja, das ist ja jetzt hier schon heute, das ist ja schon fast der Gipfel von dem, was wir so die letzten Wochen hier und Monate auch erlebt haben, Alter. Das ist ja schon wild. Ja, gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Ich werde jetzt gerne mal Taktikfuchs aufnehmen. Da gucken wir mal ein bisschen rein, wie ich aufstellen würde, wie mein Tipp fürs Spiel ist. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.